Servus bei die Fasseldivers. Orbitale Watschen für alle. Heute gegen Illuminierte. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben unser Gaudi gehabt. Servus nochmal. Ich bin der Uxgard, wie man da unten sehen kann. Links unten haben wir nämlich Namen und Dienstgrad bzw. Titel von den Leuten, die da sind. Im Moment bin bloß ich da, der gute Uxgard, deswegen bloß mein Name. Der gute Ben PK9K oder Ben PK9K hat mich gebeten, zu mir erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Dann mache ich das mal. Ganz so genau weiß ich das zwar auch nicht. Haha, na, passt schon. Also, wir sind hier auf unserem Superzerstörer. Hinter mir steht eine Offizierin, die immer irgendwelche komischen Sachen sagt, manchmal ein bisschen beleidigend werden kann. Und ganz hier hinten haben wir unseren großen Bildschirm. Da kommt halt Informationen von der Regierung und News und alles, was er braucht. Und jetzt im Moment Meditation. Aber wir meditieren jetzt nicht, sondern ich zeige euch ein bisschen was. Also, das ist unser Superzerstörer. Hier hinten ist unser Rebay sozusagen. Da ist unser Eagle One drin. Dieser Jäger oder Bomber bringt uns immer so ein bisschen Unterstützungsfeuer. Im Hintergrund kann man unser Shuttle sehen, das uns dann abhält. Und hier vorne ein Haufen Boom-Sachen. Viel Boom. Dann haben wir hier irgendwelche netten Ingenieure, die irgendwelche Sachen machen. Und hier haben wir auch irgendwelche Ingenieure, die unseren Drop-Pod bearbeiten. Hellbombs, Minenleger, Sentries, alles Mögliche. Mit der guten Dame kommen wir auch rein. You truly are one of Liberty's greatest heroes. Ja, bin ich. Stimmt. Merci. Aber das wissen wir. Da hinten können wir unser Schiff ausbauen. Aber das machen wir irgendwann später vielleicht. So, ich habe heute Standardausrüstung gewählt, also ziemlich das, was man am Anfang so hat. Es ist eine Liberator, eine Pistole und die Rüstung ist allerdings aus einem Warbond. Das sind so Packs, die man kaufen kann, um neue Waffen, Rüstungen, Cosmetics, alles Mögliche zu kriegen. Die wichtigste Station am Anfang ist hier das Ausrüstungsterminal, die Armory. Einfach mit I aktivieren und hier kann man, wie man sieht, Waffen tauschen, Rüstung tauschen, im Charakter rumbasteln, sich seine Booster anschauen und schauen, was man so in seiner Karriere schon alles gerissen hat. Waffen, einfach draufklicken, Primary, das ist die Waffe, die man immer als allererstes in der Hand hat. Und dann kann man seine Waffe einfach auswählen. Wenn zum Beispiel sage ich, will eigentlich die da, klicke die an, mache Equip, fertig. Die meisten Waffen kann man auch customisieren oder verändern, leveln sozusagen, einfach Customize-Drucker und dann sieht man, was man alles haben kann irgendwann, wenn man es auf einen gewissen Level gebracht hat. Man muss die Waffe im Kampf gar nicht einmal aktiv benutzen oder nicht großartig benutzen, man kriegt immer die gleichen XP, also Erfahrungspunkte auch für die Waffe. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Pistole nochmal anlaufe und alles kill und habe mein Liberator nicht einmal abgefeuert, kriege ich trotzdem Erfahrungspunkte für mein Liberator. Genau, das sind also die Primärwaffen. Dann Seitenwaffe, also meistens eine Handwaffe, Pistolen, gibt es verschiedene. Ich glaube, dass dies die Anfangspistole ist, die Peacemaker, wo ich da habe. Oder die Redeemer, ich bin mir nicht sicher. Ich bleibe jetzt mal bei der Peacemaker. Dann gibt es Nahkampfwaffen. Ja, es gibt Nahkampfwaffen. Gar nicht mal so uneffektiv. Und spezielle Waffen. Aber die kann man alle nacheinander freischalten. Und dann haben wir natürlich noch Granaten. Am Anfang, glaube ich, hat man die Standardgranate hier, die Frag. Nehmen wir die mal gleich mit zum Testen. Und man kann nicht da, wie gesagt, in diesen Warbonds oder einfach mit der Zeit, ja eigentlich nur, kann ich sagen, nur in Warbonds und im Superstore kaufen. So, apropos,
Gehen wir hier mit Escape einfach mal raus. Dann mit R kann man sich die Warbands anschauen. Das sind verschieden thematisierte Warbands. Halo, Python, Stealth, das ist einer von den Eiern. Die sind halt alle immer um irgendein Thema rumgebaut. Und man kriegt dann halt Waffen, Rüstungen und Cosmetics. Ja, muss man sich also durchkaufen sozusagen. Und es gibt den Helldivers Mobilize Warband, den kann jeder haben, der ist automatisch freigeschalten und da gibt es auch einen ganzen Haufen Zeug, das auch sehr praktisch ist, muss ich sagen. Also wie man sieht, ich habe die ganzen Waffen alle gekauft, die kann man alle brauchen. Die da habe ich nicht gekauft, habe ich schon andere gehabt. Hey. Aber irgendwann werde ich auch kaufen. Ja, genau. Dann mit Escape wieder raus. Dann gibt es einen Superstore. Im Superstore wechselt es, glaube ich, täglich, was für Angebot das gibt, zumindest die erste Seite. Und ab der zweiten oder dritten Seite ist immer gleich. Kann man sich eben auch nochmal Rüstungen kaufen, Helme kaufen, manchmal Waffen kaufen. Je nachdem, was halt gerade da ist. Und man kann sich natürlich Super Credits kaufen, weil die Super Credits braucht man, um sich Warbands freizuschalten. Super Credits kann man aber auch finden. Wenn man Super Credits findet, sind es meistens 10 und ganz selten mal 100. Und man braucht 1000, um sie an Warband freizuschalten. Kann also ein bisschen dauern, aber ist möglich. Und die Warbands, also ich finde nicht, dass man es unbedingt braucht. Es macht es leichter oder beziehungsweise vielleicht angenehmer zum Spielen, wenn man so spielen kann, wie man will. Aber ich finde auch in dem Helldivers Mobilize ist so viel Zeug drin, das reicht. Also damit kann man gut vorwärts kommen. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier so ein bisschen Standardausrüstung von Anfang. Fange an mit einer trivialen Mission an. Der labert auch immer dazwischen. Hasst es, wenn ich unterbrochen werde. Ich kann leider nicht erschießen, ich habe schon ein paar Mal probiert. So, das ist unsere taktische Karte. So, ich gehe mal noch ein Stück raus. Hier kann man praktisch auswählen, wo man hingehen will. Hier sind die Terminierten, hier sind die Bots und hier unten sind die Illuminierten. Momentan kämpfen wir um Planeten gegen die Illuminierten, und zwar sieht man das auf der rechten Seite, die Major Order. Wir brauchen den Planeten Sasse und müssen dort drauf dann einen Haufen Zeit killen. Aber da müssen wir erstmal hinkommen, das ist jetzt so im Moment das Problem. Und drunter sieht man Personal Order, das wechselt jeden Tag. Das ist für dich persönlich sozusagen 500 Illuminierte töten. Kein Ding, machen wir. Und wenn man jetzt hier auf einen von diesen Sektoren draufklickt, ich klicke mal hier auf den drauf, dann sieht man die Planeten, die in dem Sektor drin sind. So, wir müssen hier hin, nach Cersei oder Seas, wer weiß. Und um da hier zu kommen, müssen wir Rirga Bay erobern. Da sind wir schon gut dabei. Deswegen gehen wir da jetzt auch gleich hier. Und ich habe, wenn man hier unten sieht, bewegt sich gleich. Die Schwierigkeit kann man einstellen, von trivial bis hoch auf Super Helldive. Aber zu Herzeitzwecken machen wir trivial. Vorher gerade eine triviale Mission gehabt, da bin ich tatsächlich hops gegangen, weil einfach überrannt worden von den Gegnern, weil es zu viel waren. Ah ja, genau. Einmal machen wir trivial. Dann neu mit links draufklicken. Und dann kann man hier mit der Maus rumfahren und kann sich Missionen aussuchen. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich die mache, einfach draufklicken. Da müssen wir irgendwie eine Box holen und die zu einem bestimmten Punkt bringen, damit wir die Daten hochladen können. Dann kommen wir wieder raus. Kann man wieder extrahieren, meine nach der Mission. Man kann dann mit Rechtsklick einfach rausgehen wieder und sich eine andere suchen zum Beispiel. Hier muss man Kolonisten evakuieren, da habe ich gar keine Lust drauf. Das ist nicht so einfach. Oh, das ist schön. Fahne hissen und Demokratie verbreiten, das ist super. Man sieht jetzt hier auch, da ist dunkler, oder beziehungsweise das ist ein Mond über der Zeit, das heißt, da ist dunkel. Hier drüben wäre es Tag. Machen wir Tagmission, oder? Der Planet ist erst dunkel.
Dann machen wir die Mission. Mission coordinates Linksklick. Jetzt fliegt er da hier. Hellpods primed. Schauen. Wusch. Engaging orbital thrusters. Wusch. Jetzt ja. Ja, wir sind jetzt von der Nachtseite auf die Tagseite geflogen. Orbit synchronized. Das lässt nicht wahnsinnig werden. So, jetzt sehen wir hier über unseren Hellpods diese Vierecke. Das heißt, man kann die betreten. Mit E einfach rein. Darauf geht's. Jetzt zeigt uns nochmal die taktische Karte. So schaut das Gebiet da aus. Hier ist Stadt anscheinend. Hier ist das Ding, das wir abholen sollen. Da müssen wir sie bringen. Da können wir raus. Und wenn man hier sieht, sagt er hier auch Danger, Enemy Presence. Das heißt, da sind normalerweise irgendwelche Spawnpunkte von den Gegnern oder große Gegnermengen. Deswegen gehen wir hier rauf, da ist kein Gegner. Weil wenn man runterkommt und seine Sachen nicht holen kann, seine Strategie mehr, dann ist das immer schwierig. Oder kann stressig werden. Deswegen da außen. Okay, hier kann man zumindest sein Equipment verändern mit R, wenn man will. Aber wir bleiben dabei. Und hier kann man eben diese Stratagems Neidor. Das hier ist, dass man praktisch dass man Leute wiederholen kann. Also Resupply, das ist begrenzt, man kann nur eine bestimmte Menge an Helldivers wiederholen, dann ist Schluss. SOS heißt, man kann jemand anders dazu holen, jemand von außen sozusagen, der einem hilft. Und das sind Resupplies, also Nachschub. Dann, wenn man hier auf diese großen Kastel klickt, kann man sich seine persönlichen Strategien aussuchen, die man dann benutzen kann. Da gibt es einen ganzen Haufen. Hier mal Precision Strike und Gatling Barrage und was die alles machen. Man kauft CD und man kann sich vorher anschauen, so ungefähr, was die machen. Das erklärt jetzt nicht alles. Ich nehme jetzt einfach mal die 500 Kilo Bombe, weil die lustig ausschaut und dick Rums macht. Dann haben wir hier Supplies. Das sind Sachen, die mit dem Droppod abgeschmissen werden, also meistens Waffen oder irgendwelche Rucksäcke, die man halt dann benutzen kann. So, normalerweise hat man am Anfang, glaube ich, hier die Machine Gun. Deswegen nehme ich die jetzt gleich mal. Und weil ich lauffaul bin, nehme ich das Jump Pack. Mit dem Jump Pack kann man rumjumpen, rumspringen, wer jetzt gedacht. Gerade bergab kann man da ziemliche Distanzen zurücklegen. Das ist total cool. Da gibt es auch andere Sachen, sowas wie hier, ein Shield Generator. Da hat man so ein kleines Schild um sich rum. Warp Pack, das ist tatsächlich, da teleportiert man sich. Oder ein Resupply Pack, da hat man dann mehr Munition und Zeug dabei. Kann man sich selber und seine Kameraden damit versorgen, das ist ziemlich gut. Man kann sich einen Panzer mitnehmen oder einen großen Exosuit, also ein Minimech sozusagen. Und was haben wir noch? Dann haben wir noch unsere Sentries. Sentries sind essentiell, finde ich. Sentries sind kleine Waffen, die auf dem Droppod oder mit dem Droppod runterkommen und dann halt selbstständig feuern. Entschuldigung, ich muss zwischendrin immer ein bisschen an meine E-Zigaretten ziehen. Alter Suchtel. Genau, die sind essentiell. Mit denen kann man Gegnerhorden aufhalten, mit denen kann man zur Ablenkung irgendwo hinlegen. Also die sind einfach wirklich wichtig, finde ich. Ich gehe niemals zum Beispiel ohne mein Gerti aus dem Haus. Gerti ist ein Gatling Sentry. Das heißt, die feuert extrem schnell, nicht so lang, wie jetzt zum Beispiel der Machine Gun Sentry, unsere gute Maria. Aber Gatling Sentry ist einfach perfekt, gerade für große Horden, und ich weiß, dass wir da unten auf große Horden treffen. Ja, jetzt habe ich mein Jump Pack gar nicht mitgenommen, gell? Ja, Glück gehabt. Gut, maximal 4, mehr geht nicht. Nie. Also auch wenn man aufsteigt, noch weiter, mehr geht nicht. Was man hier vorne machen kann, man kann sich Booster kaufen, die bestimmte Sachen boosten. Vitality Enhancement, man hat halt mehr Lebenspunkte, da sieht man weiter mit seinem Radar, da kriegt man gleich mehr Munition und Granaten und Stims, beziehungsweise alle, die man haben kann. Hier kommt man schneller raus, also das Shuttle kommt schneller nach am Ende der Mission. Hier kriegt man mehr Proben. Die sammelt man auch durch die Warbands mit der Zeit zusammen. Ich nehme, wenn ich allein unterwegs bin, immer den, weil dann einfach das Shuttle schnell kommt und ich mich zum Schluss dann nicht noch mit riesen Massen von Gegnern rumärgern muss. Und es geht einfach schneller. Ja?
Gut, dann B drücken oder Ready. Ganz solche Türe gut, dann geht's auf. Ja, Training Manual Tipps sind einmal ganz lustig. So, und schon sind wir Show this gelandet. quiz what happens to those who threaten freedom. Genau. Er sagt es. So, man sieht jetzt hier oben in der Mitte eine Windrose. Sehr gut, um sich zu koordinieren mit anderen Leuten. Dann sieht man drunter Acid Storm. Also das heißt, es ist jetzt gerade ein Säuresturm. Kommt wahrscheinlich gerade. Das bedeutet, unsere Rüstung ist runtergesetzt. Ich glaube, die vom Gegner auch. Ist jetzt bei Illuminati nicht so schlimm, weil die haben kaum Rüstung. Die haben hauptsächlich einen Haufen Hitpoints. So, das erste, was ich mache jetzt, Steuerung drücken und halten. Und dann sehe ich links oben meine ganzen Strategeme. Und ich habe mir jetzt erstmal mein Machine Gun, indem ich WASD die Pfeile benutze. B, A, B, na Quatsch, habe ich ja schon mal Zeit, Entschuldigung. Es ist S, A, S, B, D in dem Fall. Sending down support weapon. Jump Pack wir ja noch haben. Sending down Und equipment Lauferei package. nervt mir. So, dann hole ich mir meine Waffe. Grundeinstellung ist, dass er dann automatisch wechselt. Ich mache das auch nicht. So, mit 1, 2, 3 kann ich meine Waffen durchschalten. 1 habe ich schon in der Hand, 2 ist meine Pistole und 3 ist das dicke Ding. Und mit R, wenn ich R drücke und halte, kann ich noch Sachen einstellen bei der Waffe. Gibt es bei den Waffen ganz unterschiedlich. Manche haben nicht viel Auswahl, so wie die hier, kann man einfach bloß schneller feuern lassen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Liberator nehme, mein Primary Weapon und R drücke, kann ich ganz viel Sachen einstellen. Besseres Zielfernrohr sozusagen, hier oben. Oder ich kann vollautomatisch schießen, halbautomatisch oder in Feuerstößen. Und unten kann ich dann noch mein Flashlight ausschalten, ausschalten. Je nachdem wie ich mag. So. Ich lasse das aber auf normal. Ja. Gut. Alles klar. So, Jump Pack. So. Rucksäcke kann man natürlich immer noch einen haben. So, was habe ich jetzt da gemacht? Ich habe Tabulator gedrückt. Das kann man einfach drücken, dann bleibt es. Und dann sieht man so seine Umgebung. Man sieht, wo man hinschaut. Und wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke und halte, kann ich die Karte hin und her bewegen. Dann sehe ich zum Beispiel, hier ist der Extraction Point. Da muss ich hin, wenn ich dann das Ding habe. Secure Black Box. Und mit Linksklick kann ich das auch markieren. Und dann mit Tab wieder raus. Und wenn ich jetzt in meine Windrose oben schaue, dann sagt er mir, oh, was ich markiert habe. Wenn man mehrere Spieler unterwegs ist, hat man verschiedene Farben. Und jeder markiert das und jeder sieht das in der Windrose. Also wenn jetzt mein Kumpel mit dem blauen, mit der blauen Farbe praktisch was markiert, sehe ich auch einen blauen Tropfen. So, jetzt ist der Acid Storm tatsächlich losgegangen. Jetzt ist er eklig. So, jetzt schauen wir, dass ich da in die Stadt reinkomme. Städte sind einerseits gefährlich, weil da immer viele Gegner sind, andererseits cool, weil da ein Haufen Munition und Zeug rumliegt. So. Vorher gesagt, ich habe was gefunden, genau. Haben wir zum Beispiel schon mal hier einen Haufen Munition. Was haben wir hier noch? Expendable Anti-Tank braucht es nicht, aber Granaten kann man immer brauchen. Gut. Dann schauen wir weiter. Oh, Gegner. Schöpfen wir lieber gleich aus. So, das war jetzt ein Squeak. Die sind nur in der Masse gefährlich, aber sind meistens auch ganz schön viel.
So, hier irgendwo muss also praktisch dieses Ding liegen. Und das muss ich finden. Sub-objective near your location. Mit der linken Shift-Taste kann man übrigens schnell laufen. Was natürlich Ausdauer kostet. Und keine Ausdauer mehr hat, läuft man zwar noch weiter, aber trotzdem nicht mehr sehr schnell. Ja, kann man nochmal mit Tab schauen. Das ist eher in die Richtung. Jetzt muss ich aber erstmal die Typen loswerden hier. Das wären noch mehrere, glaube ich. So, mein Sentry, der die ablenkt hoffentlich. Da ist das Ding. Man hört auch bei der Waffe, wenn es leer wird, ändert sich der Sound. So, jetzt habe ich dieses Package in der Hand, diese Blackbox. Was heißt, ich kann nur noch Pistolen benutzen. Ja, Gerti lebt sie aus da hinten offensichtlich, jetzt haben sie es aber platt gemacht. So, und jetzt gehe ich auch, weil das sind ein paar viel. Wir müssen zwar einen Haufen killen, aber da habe ich jetzt einfach keine Lust drauf. Außerdem bringt das ja nichts, wenn ich Erklärvideo machen. Und ich die ganze Zeit nur rumstehe und baller. Die geben irgendwann auf, wenn du weit nur weglaufst. Normalerweise bleibst du dann auch irgendwann zurück. Oder wenn man Line of Sight bricht. Das hilft auch. Ja, das ist jetzt hier sauber steil. Main objective nearby. Bisschen ausruhen. Okay. Der ist jetzt echt bis zum Schluss noch gelaufen, oder? So, man kann jetzt zum Beispiel, wenn man hier, ich drücke hier immer die rechte Maustaste, dann gibt es immer so ein bisschen Zielvorrichtung. Ja, weg. Jetzt geht weg. Ich kann aber auch die mittlere Maustaste drücken, dann kriege ich in dem Fall Iron Sight. Jetzt wird es zu viel. Jetzt brauche ich ein bisschen Unterstützung hier. Ich kann jetzt auch nichts rufen, solange ich das Ding in der Hand habe, diese Blackbox, deswegen einfach auf Hauptwaffe wechseln, dann wirft er den Boden hier. Dann kann ich in 8 Sekunden auch Gerti wiederholen. Was ich vorsichtshalber definitiv mache, weil was der Teufel, was da Neues kommt. So. Wieder Steuerung und dann den Code eingeben. Gerti werfen. Deploying sentry. Gerti kommt. Und werde jetzt dann gleich loslegen, schätze ich. Die sucht sich ihre Ziele automatisch. Aber Vorsicht, wenn du zwischen ihr und ihrem Ziel stehst, bist du tot. Und wenn es von der Seite angegriffen wird, ist es mal ganz schlecht. Ja, ich bin ein schlechter Stütze schon. Oh shit. Geht die schon platt. Wenn du in den Kopf schießt, dann ist das immer ein bisschen besser. Ja, das ist jetzt mit der Mittelmaustaste. Das merkt er sich dann auch. Und man merkt ja, dass die so ein bisschen nachzirkt. Da gibt es Rüstungen, die machen das besser. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das nicht besser wird. Die werden nicht weniger. Ja, ich weiß schon. Man kann die Machine Gun einfach auf Lehrer nehmen. Hätte man jetzt auch ein Problem. So, ich habe jetzt also meine Blackbox hier abgeliefert, wie es befohlen war. Jetzt ist die da drin. Ja, hör auf. So, und jetzt muss ich hier das Terminal ausschalten. Auch wieder mit E. Meistens muss man sagen, mit E einschalten. Okay, die laufen vorbei. Das ist mir... die laufen nicht vorbei. Freedom forever!
Mag's empty! Keine Munition mehr, das ist schlecht. So, jetzt schmeiße ich noch da hinten die Gerte hier. Sending down Sind jetzt sentry. gerade beim Bier beschäftigt. Mission at 30 minutes remaining. Ein bisschen hin und her springen. So, Gerd, jetzt mach's platt, bitte, danke. So, dem Terminal muss ich das jetzt eingeben. Get some! Normalerweise sagt er da rechts oben, was du machen musst. Wenn es so weitergeht, überhitzt man das unbedingt sofort. Ah, sie ist nur da. So, das dauert jetzt ein bisschen. Das sind immer die kritischen Momente, wenn diese Geräte, die man da anschaltet, ewig lang brauchen, bis sie irgendwas machen. So, da wird jetzt da dieses Satellite Tower hochgefahren. Und jetzt müssen wir noch ausrichten, schätze ich mal. Wenn man hier aber sieht, ist auf der linken Seite, sieht man das, ist ja schon im grünen Bereich. Das heißt, ich kann einfach anschalten. Normalerweise müsste die noch dran. Da ist normalerweise an dem Ding dran. Dann eine Möglichkeit, den zum dran. Jetzt einfach mit W-Taste nach oben schirmt das Ding und schon läuft's. Da sieht man diesen gelben Stutzen, damit kommen wir die Schüssel dran. Er ist hier überhaupt nicht mehr auf, da ist ja Wahnsinn. So, und mit V kann man sich heilen. Hau das hier Spritzen rein, fertig. Ja. Geht dann mal. Schauen wir, wer das schnell nur nachladen kann. Say hello to democracy! So, es ist immer noch nicht abgeschlossen, so wie es ausschaut. Jetzt ist es abgeschlossen. Has been well delivered. Im Endeffekt muss man bloß da bleiben und warten, bis das fertig ist. So, jetzt habe ich alles erledigt. Jetzt kann ich mit der Tab-Taste schauen. Da hinten ist der Extraction Point, kann man sich markieren. Und wenn man schaut, da ist auch dieses schöne blaue Licht. Da haben die gerade einen Pod runtergeschmissen mit diesem Einweiserlicht fürs Shuttle. Ja, auf geht's. Gehen wir da mal hier. Ja, Gegner ohne Ende. Was haben wir da eigentlich? Naja, schau, hier haben wir auch so ein schönes Visier. How'd you like the taste of freedom? Wären wir schon wieder zu früh. Get some! Get some! Ich warte jetzt eigentlich bloß, bis mein Backpack vielleicht sich wieder mal auflädt. Damit ich den wieder mal ein bisschen abhauen kann. So, jetzt haben sie mich gut erwischt, wie man sieht. Deswegen Spritze rein. So, ich muss jetzt hier irgendwie ein bisschen wegkommen von denen. Und am besten wieder mal Gerte rausjagen. Bevor wir die da noch platt machen. Deploying sentry. Aber wenn ich Zeit hätte, beziehungsweise beziehungsweise Abstand hätte, könnte ich ja einfach eine 500 Kilo Bombe reinhauen, was ich jetzt auch mache. Das macht nämlich sauer rums. Ja, ganz schön Sprengradius. Tja, da waren jetzt alle platt, hoffe ich. Das lade ich mir noch, solange es ruhig ist. Da kommen wir schon den nächsten. Ja, wenn man den die Haxen wegschüttet, dann kriechen sie noch auf die zu. Können die nix. Tja, Extraction Shuttle kommt in 1,20. So, jetzt mal eine Minute und 20 noch durchhalten. Und hoffentlich nicht sterben.
Weil die sind schon ein paar. Da kommen schon wieder ein paar. So einen Igel habe ich noch einen. Bevor das mehrer werden, jagen wir die einfach gleich mit Luft. Die laufen vor allem auf so Beacons und sowas erst mit zu. Auch sehr praktisch. Eagle 1, leaving combat zone to resupply. So. Es dauert dann jetzt ja normalerweise wieder ein bisschen, bis ich noch mehr so einen Igel, einen berühmten Igel schmeißen kann. Ja, jetzt hoffen wir, dass in der Zwischenzeit großartig was kommt. Da kommen schon wieder welche. ETA, T-minus 30 seconds. Servus. Ja, genau, da geht's lang. Da ist noch einer. ETA, T-minus 20 seconds. So, jetzt ist Gerti gleich wieder da. Sending down Stellen wir mal vorsichtshalber mal her. Das ist auch zum Beispiel immer eine gute Idee, wenn man so Gatling Towers oder sowas hat, eine andere Höhe zum haben als diese Tower. Die Sentries dann erschießen sollen, war nicht so wahrscheinlich. Last reload. Der Shuttle kommt, sehr schön. Gegner sind gerade da, noch viel schöner. Ja, und das ist das Game. Eigentlich, glaube ich, muss man mehr gar nicht wissen. Wie man seine Objectives dann erfüllt und was man machen muss an die einzelnen Punkte, findet man normalerweise schon raus. Pelican 1 beginning ascent. Und das wird dann, wie gesagt, auch immer recht so gezeigt, so ungefähr zumindest, was man machen muss. You have maintained our Da kann man way sich of life. durchkämpfen. Durch diese Puzzles. Ja, es gibt viele Sachen, die man machen muss. Manchmal muss man Energie wiederherstellen, manchmal muss man eine richtige Frequenz finden für Übertragung. Manchmal muss man einfach nur Sachen einschalten und abwarten, bis fertig durchgelaufen sind. Und währenddessen muss man sich natürlich immer verteidigen gegen Gegner. Weil meistens, wenn man Objectives macht oder irgendwelche Sachen einschaltet, merken die Gegner das und kommen. Und greifen dann an. Ja, ich denke, das war alles. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen. Ich habe ein offenes Ohr, ich lese die Kommentare. Zum Glück sind sie noch nicht so viel. Alles dann. Ich wünsche euch was. Trinkt so halbe mit von mir und habt einen stressfreien Tag. Bis dann. Servus. So, und natürlich habe ich was vergessen. Ich habe nicht gesagt, wenn man Granaten schmeißt oder wenn man an Samples rankommt. Ich denke, da muss ich fast noch ein Video dazu machen. Alles klar, dann sehen wir uns dann da und bis hoffentlich gleich. Servus.